Miteinander und ganz herzlich willkommen zu 100% grossartige Musik, kann ich euch sagen. Oder grossenartige Musik. Und dazu begrüße ich natürlich meine beiden Gäste. Und zwar ist das der Peter Grossen und der Martin Schütz. Grüß dich. Hallo, Monik. Mega schön, dass ihr aus dem wunderschönen Bernbiet hierher gefahren seid. Du aus dem Berner Seeland, von Biel und von Frutigen, vom Berner Oberland. Gut angereist. Tipptopp, miteinander gefahren und gleich austauschen. Und jetzt sind wir auf dem neuesten Stand. Sehr schön. Und der Grund dazu, dass wir jetzt auch hier zusammen höckeln, wir haben 100% grossenartige Musik. Das ist eine wunderschöne CD, die du mitgebracht hast, wo ihr beide drauf seid. Und dazu dürfen wir jetzt da einiges dann auch erfahren und hören. Zudem steht der 60. Geburtstag auf dem Kalender im August. Du hast deinen letztes Jahr, glaube ich, genau, so viel. Ja. Weiss, ja. Genau. Noch nicht Corona-Zeit, im Januar. Ja, dann hatte ich keine Zeit für solches. Nein, aber Zeit zum Festen in diesem Fall. Genau. Wunderbar. Wie sieht es bei dir aus? Du hast im August deinen 60. Geburtstag. Ende August ist das soweit. Und wenn ich es erlebe, freue ich mich drauf. Ja, das möchte ich dir auch hoffen. Und grosses Fest geplant? Nicht gross, einfach zum Ende ist es die CD, die mich freut, mit meinen Musikfreunden, die dann am 5. September einem kleinen Festchen zusammen dürfen quasi zu eröffnen. Ja. Zu eröffnen. Genau. Und wir dürfen jetzt dann schon ein bisschen reinschauen und reinhören natürlich. Aber jetzt als allererst haben wir ein paar Oldies ausgegraben, weil ihr seid ja schon wirklich das ganze Leben lang auf der Bühne mit dem Schweizer Orgel, Handorgel, ganz vielen anderen Instrumenten auch noch. Und es wird eine sehr spannende Sendung werden, das kann ich euch natürlich sagen, eine abwechslungsreiche Sendung. Und wir haben uns da etwas vorbereitet, also 2, 3 Oldies, die wir jetzt gerne schnell reinschauen. Es ist halt schon immer wieder schön, wenn man so alte Aufnahmen anschauen darf. Hösch hat das richtig geheißen, oder? Ja, genau. Also, ich finde das immer wieder witzig, auch wenn ich jetzt die CD anschaue. So, manchmal die Namen. Wie kommt man auf einen so einen Titel, auf einen so einen Namen weiter? Da ist sicher eine Geschichte dahinter. Ja, die Komposition ist von Martin, und wir haben einmal in Basel gespielt, so ein bisschen in der Nähe des Milieus. Und das war etwa gang und gäbe, dass zwischen einmal etwas angeboten wurde. Und nachher, also konkret, hat es eben geheißen, «Hast», ist jemand fragen. Und dann haben sie eben noch das «Hösch»-Film angehängt, Basler. Ein Köferli «Hösch». Okay. Und darum «Hösch», das ist nachher entstanden. Das ist eine schöne Erinnerung an diese Zeit. Ja, das denke ich. Und so Erinnerungen habt ihr ja ganz häufig. Ihr habt ja unzählige Auftritte gehabt, überall. Ich meine, du bist, glaube ich, mit 7 zuerst mal auf der Bühne, oder zuerst mal schon auf der Bühne gestanden mit dem Mullörgeli. Das Genau. Spielst du heute aber auch immer noch, oder? Mullörgeli, das ich jetzt meinem ersten Grosssohn darf, ein bisschen übergeben, das Mullörgeli. Ja, er ist jetzt gerade jährig geworden. Und von dem her haben wir natürlich, ja, wenn man als Bub schon ein bisschen auf der Bühne kann sein kann, profitiert man später davon, wenn man die Angst ein bisschen verliert. Ja, das ist es. Als ich die Ländlerbuben gelernt kennen, natürlich haben wir einander noch ein bisschen mit anderen Frisuren begegnet, wie man da unschwer hat erkennen konnte. Ist das eine ganz andere Dimension geworden, mit, genau. Wo die Welt hat aufgetan, habe ich immer gestaunt, wie der Martin mit Ideen ist gekommen, was man alles noch ins Repertoire nehmen könnte. Du hast das ähnlich erlebt. Ja, ihr ergänzt euch da wirklich um. Wir hatten natürlich eine gute Mischung. Er ist vom Traditionellen gekommen, dort oben, oder? Und ich habe einfach ein bisschen Ideen gebracht und zusammen hat das eine gute Mixtür gegeben. Und wo holst du die Ideen immer wieder Keine her? Ahnung. Es kommt einfach irgendwie so. Ja.
Und du bist aber auch ganz sehr klein auf eigentlich in Musik tätig. Wann hast du eigentlich so deinen ersten Auftritt gehabt? Kannst du dich noch erinnern? Weiß ich gar nicht. Also einfach mit der Gitarre. Mit der Gitarre Ja. war das? Ja. So in Schulzeit. So Schulzeit. Ja. Also ihr seid eigentlich aus Musikerfamilien gekommen? Oder wie seid ihr zur Musik gekommen? Also bei uns wir sind neben uns aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Wir hatten keinen Fernseher und wir haben wirklich einfach Musik, eine Familienkapelle haben wir gehabt, das Schweizer Orgelquartett Greimer, Vater mit 2 Brüdern, respektive mir das dritte als Brüdchen und dann noch der Jörg Iniger als Bassgeiger. Und so sind wir Abend für Abend geübt und einfach Musik, ja. Und bei dir? Ja, schon ähnlich wie gleich. Ja. Also mein Vater und ich. Mal. So ist es auch schön. Also ich bin zwar auch in die Musik reingekommen, aber ich komme aus einer völlig unmusikalischen Familie. Sie haben gewusst, wie Radio einstellen und abstellen. Mehr haben sie nicht gewusst. Aber jetzt kommen wir mal schnell zu diesem wunderschönen Werk, das ihr hier mitgebracht habt. 100% grossenartig. Ich finde das genial. Dein Name ist drin, grossenartig. Auf die Idee muss man ja zuerst kommen. Wie bist du auf diese Idee gekommen, auf diesen Namen? Ich finde das genial, das Wortspiel. Ja gut, Grossen habe ich mitgebracht. Aber ja, logisch, genau. Und der Titel hat in dem Sinne schon der Köbi Baumgartner reingebracht, weil ich bin, glaube ich, so weit als eher bescheidener Mensch bekannt und möchte da so gerne bleiben. Und er ist nachher mit der Idee gekommen, hey, ich finde das Projekt grossartig und darum ist plötzlich ist denn das grossenartig gekommen? Weil es ist wirklich grossartig. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer ein bisschen gehört, daheim und im Auto und überall gehört und das ist wunderschön. Und dann möchte ich doch sagen, dann hören wir jetzt da mal ein bisschen rein. Und zwar haben wir 2 Titel ausgesucht und das heisst «Meteo» ist das erste und das zweite ist dann «Der kleine Prinz». Und da hören wir jetzt sehr gerne rein.
habe ich doch prompt ein Stückchen falsch angesagt. Ich habe den kleinen Prinz gesagt, den hören wir ja jetzt dann erst. Es war eigentlich der letzte Titel «Schöne Momente». «Schöne Momente» ist natürlich jetzt auch mit euch dürfen da sein, da zöckeln. Ich bin eben ein bisschen Fan vom kleinen Prinz. Und der ist ja auch auf dieser CD. Und den hast ja du deinem Grossbub gewidmet, am Nils. Wie alt ist er? Der ist eben jährig geworden. Er ist wirklich ein herziger Bübel. Und so der erste Grosssohn ist natürlich etwas Besonderes. Ja, genau. Das ist von der älteren Tochter und von Dani, der Sohn. Und freue mich, dass ich mit ihm eben ab und zu schöne Momente auch verbringen kann. Ja, ganz genau. Ich, sowieso, als ich die CD mir so ein bisschen angeschaut habe, da ist mir etwas ganz Spezielles aufgefallen und ich habe das irrsinnig schön gefunden. Deine beiden Töchter haben eine wunderschöne Hommage an dich geschrieben, Claudia und Andrea. Und sie haben gerade angefangen mit einer grossenartige Geschichte, sage ich jetzt einmal, oder mit einem Ohrwurm von einer ganz weltbekannten Gruppe von ABBA, «Thank you for the music». Das ist schon auch noch etwas Schönes, wenn die Töchter einem selber so ehren, oder? Und Danke sagen für die Musik, die du über all die Jahre gemacht hast. Natürlich zusammen mit dir, Martin, und natürlich auch mit ganz vielen anderen Musikantinnen und Musikanten. Hast du gewusst von dieser Hommage, dass sie das bringen, in dieser CD? Oder bist du jetzt auch ein bisschen überrascht worden? Ja, ich bin auch überrascht worden. Ich habe sie mal gefragt, ob sie das Vorwort machen würden. Aber über den Inhalt haben wir uns gar nicht unterhalten. Und umso freudiger war es und überraschter bin ich über das, was sie geschrieben haben. Aber ich habe ihnen wirklich gar nicht reingeredet. Ich bin einfach riesen erfreut, dass ich mit meinen 3 Formationen, mit den Ländlerbuben Biel, den Swiss Ländler Gambles und dem Berner Örgeli Plausch, die Produktion machen konnte. Und dass ich mit meinen Musikfreunden in dieser Corona-Zeit ein bisschen Musik ins Studio gehen und zuletzt etwas präsentieren, wo ich sagen kann, hey, zu meinem 60. Was wollte ich noch mehr? Ja, genau. Du hast jetzt gerade alle 3 Formationen schön aufgezählt. Ich meine, ihr waren ja unzählige Auftritte. Ihr seid im Inland, im Ausland, überall sind ihr. Ich stelle mir das auch schwierig vor, über all die Jahre einzelne Titel raussuchen. Also ich meine, es hat einfach Platz für 16 Titel. Irgendwann ist ja dann der Platz einmal. Wie stellt man die 16 Titel so zusammen? Also aus jeder Formation habe ich natürlich auch Komponisten gefragt, dass ich nebst meinen Kompositionen, die ich reinbringe, auch von ihnen einen Titel habe. Und beispielsweise jetzt bei den Ländlerbuben Biel haben sowohl der Martin Schütz wie auch der Theo Gerber einen Titel mitgebracht. Und das macht das Ganze noch ein bisschen blumiger, wenn jetzt einfach nur ein Komponist drinnen ist. Und du hast dann auch das Vöxli gebracht? Ja. Übrigens habe ich Freude an dem, ja. super gekommen, ja. Wunderbar. Freut mich. Lustig war, du hast ja gesagt, der Theo hat da auch Kompositionen drauf. Und der erste, den wir gehört haben mit Theo, das ist ja ihm gewidmet, oder? Ja. Wie kommt man aufs Mehr vom Theo? Ja, wir haben mal gesagt, hey, wir spielen eigentlich nur 4 Mal im Jahr. Das ist eigentlich auch wenig, jetzt mit den Ländlerbuben Biel. Und nachher habe ich gesagt, ihr müsst gar nicht das Gefühl haben, wir sehen den jeden Abend nach der Tagesshow im Meteo. Und so ist eigentlich der Titel nachher entstanden. So ist das dann zustande gekommen. Das ist genial. Wirklich Hammer. Ja, ich würde sagen, da hören wir doch einfach auch mal wieder ein bisschen reinhören. Jetzt kommt mein Lieblingstitel drauf, den ich sehr, sehr gerne höre. Wie gesagt, von den Ländlerbuben Biel. Stufe 3 hören wir als zweites und jetzt als erstes «Der kleine Prinz». Gewidmet natürlich für Nils.
Ja, und jetzt haben wir gerade einen wunderbaren Oldies gehört von den Swiss Ländler Gamblers. Aber ich möchte noch mal schnell zurückkommen, bevor wir zu den Swiss Ländler Gamblers kommen, zu den Ländler Buben Biel. Ihr habt ja über 2000 Auftritte gehabt, wie gesagt, auch in Amerika. Wie seid ihr auf Amerika gekommen? Wie Kontakt darüber? Das weiss ich nicht einmal mehr, keine Ahnung. Du. Weißt du das noch? Ja, es hat Kontakt bestanden und haben wir das verbunden mit einer Reise und verschiedenen Auftritten, die wir verbunden haben. Und das hat gerade wunderbar gepasst. Habt ihr das so ein bisschen bei Heimweh-Schweizer gemacht? Oder ist das, es gibt ja in Amerika da die einzelnen Schweizer Clubs, sage ich jetzt mal, oder ist das wirklich für Amerikaner gewesen? Oder? Ja, beides. Beides zusammen? Ja, das hat gepasst. Und in diesen Jahren ist das natürlich noch viel seltener vorgekommen, vielleicht, weder das jetzt ist. Ja. Das ist. Und wir das auf jeden Fall. Für uns war das Neuland gewesen, ja. Jawohl, genau. Also wunderschön. Aber ihr habt euch ja dann getrennt. Also ihr seid noch zweimal am Grand Prix der Volksmusik mit dabei gewesen, 1990 und 1992 noch mit dem Louis Ménard zusammen. Auch ein wunderbarer Künstler, der leider nicht mehr unter uns ist. Und ich selber auch noch erleben. Und gerade der Grand Prix, das war ja für so viel ein Sprungbrett gewesen. Was hat das für euch für eine Bedeutung gehabt? Ja, bei uns ist natürlich so losgegangen, oder? Wir haben überall spielen und alle Freude gehabt, dass endlich mal Schweizer Röckeli dabei sind. Ja. Nicht immer nur die Sänger, sage ich jetzt mal so. Ja, genau, mal Ländlermusik. Genau. Genau. Und mit dem Louis war es aber auch noch sicher eine spezielle Zeit gewesen, oder? Ja, es war so ein bisschen der grosse Bruder, wie man aber sieht. Er war wirklich ein toller Mensch. Und auch mit dem Trio Hinterbizin war das schön. Wir haben wirklich alles erlebt an diesem Grand Prix. Und einmal waren wir erst und einmal waren wir letzt. Okay. Also, dass man sieht, ist die ganze Spannweite drin. Und wir haben alle gesehen, wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Das ist wirklich einfach beide Gefühle hat man mal erlebt. Wir dürfen miterleben, genau. Aber ihr habt euch dann nachher getrennt mit den Ländler Buben Biel. Warum eigentlich? Ja, einfach nach 20 Jahren haben wir das Gefühl gehabt, jetzt reicht es, oder? Und Güst und mein Vater hat auch nicht mehr so richtig mögen. Und dann haben wir gesagt, so eine Pause tut immer gut. Okay, aber in und dann haben wir uns einfach neu orientiert, ja. Ja. Du bist ja dann weiter, glaube ich, zu den Bumerang. Genau, ja. Genau, mit dem Wally Schneider. Ja, genau. Und das war es einfach auch cool gewesen, oder? Ja. Und jetzt, soll ich sagen, jetzt ist auch das wieder vorbei, oder? Das ist eine andere Zeit wieder. Genau. Ihr habt aber dort ein Stück herausgebracht, das vergesse ich nie mehr, das höre ich so gerne. «Wenn du ein Engel wärst». Genau. Und Wally singt ja das heute, hat ja einen wunderschönen Titel daraus gemacht, dass sie das singt. Aber da habt ihr doch gespielt in der Ländler. Ja, da habe ich komponiert und so. Ja. Sie hat dort Wort gemacht. Jawohl, ganz genau. Ich finde es schön. Ja. Und vorher habe ich noch die Töchter angesprochen von dir, Claudia und Andrea. Du bist auch geheiratet. Ja, zwei Söhne, ja. Zwei Söhne? Ja. Tipptopp. Und du hättest, glaube ich, heute deinen Hochzeitstag, kann ich genau, hören. 32 Jahre. Jesus, dass du daher gekommen bist, ist natürlich in dem Fall eine besondere Ehre. Ja, es geht, ich muss arbeiten. Feiert am Wochenende, oder? Genau. Sehr schön. Ja, ich meine, 32 Jahre ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr selbstverständlich. Das ja, schon noch, ja. Bringen da nicht alle hin. Also ich glaube nicht mehr. Genau. Und du bist ja dann auch zu den Swiss Ländler Gamblers gekommen. Als ich den Namen das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Swiss Ländler Gamblers, das sind für mich irgendwie, das tönt so Leute, die träumen von New Orleans zum Beispiel, aber mehr Dixieland und nicht unbedingt Ländlerkapellen. Wie kommt ihr auf diesen Namen? Ja, das hat eigentlich zusammen mit einer langjährigen Musikfreundschaft mit dem René Schmid angefangen, wo wir einander ab und zu getroffen haben. Und dann haben wir einmal in Eudiemtigen so zum freien Musizieren getroffen. Jeder hat also einen Kamerad noch mitgebracht. Und dann haben wir gemerkt, das ist eine Mischung zwischen traditioneller urchiger Volksmusik, aber einfach auch mit dem Einschlag, den du vorhin angesprochen hast. Und dann haben wir gefunden, für einen richtig treffenden Namen müsste es ein bisschen beides drin haben. Und dann hat es eben die Ländler Gamblers gegeben. Aha. Und der Andi ist später noch gesagt, weil wir von Freiburg und dem Bündnerland und vom Berner Oberland und überall sind, ist das eigentlich Swissnet. Ja, und genau. Hat es dann nachher die Swiss Ländler Gamblers gegeben. Aber wie du sagst, ihr seid von überall hergekommen. Das war ja bei euch bei den Bumerang, glaube ich, auch so gewesen. Da habt ihr auch jemanden von Zürich mit dabei, aus dem Bandbeat, von überall her. Da stelle ich mir ja die Proben relativ schwierig vor. Wie manchmal habt ihr da einander getroffen zum Proben? Hat jeder sein Stück selber geübt und ihr habt euch einfach für die Auftritte
gefunden? Oder, ich meine, da muss man wirklich mal zusammen spielen. Wir hatten noch Kassettchen dann. Kassettchen verschickt oder so. Einfach Aufnahmen gemacht und daheim geübt. Ja. Und es war schwieriger, weil wir auf die Post bringen. Heute kann man schnell per Mail schicken, genau. oder? Das war noch ein bisschen umständlicher, aber man hat sich nachher unter Umständen auch Stunden vor dem Auftritt getroffen und hat nachher das, wo man daheim miteinander, also wo man daheim geübt hat, man dann miteinander probiert. So schnell zusammen. Und dann natürlich mit dem Machenfahren haben wir darüber geredet, einfach die vielen Freinächte, die waren, da hat man einfach das Zeug gespielt und gespielt und gespielt und dann ist einfach die Übung von selber gekommen. Genau, das kann man natürlich auch nur machen, wenn man wirklich mit guten Musikern unterwegs ist, die Herzblut haben und das wirklich halt nicht einfach nur wegen dem Geld machen, sondern aus Leidenschaft machen. Und das ist ganz, spüren, das ist wichtig. Ganz genau, das ist sehr, sehr wichtig. Ist so lustig, ich habe nämlich in manches Jahr den Klingelton auf meinem Handy von den Swiss Ländler Gamblers gehabt. Mit der Patrol Suisse haben ein Stück drauf gehabt, Patrol Suisse geheißen. Das war lange mein Klingelton. Mir und mein Papi, er hat auch immer den Klingelton. Mega Fan. Und ja, dabei möchte ich natürlich auch alle Musikantinnen und Musikanten grüßen, die jetzt nicht da sind. Weil wir haben jetzt einfach euch beide da. Aber eben, wie gesagt, das sind natürlich ganz, ganz viele da mit dabei. Die Wally Schneider zum Beispiel, wir waren das 4. glaube ich, bei der Bumerang. Das 5. Ja. Sind ja. Aber das hat sich ja dann eben auch aufgelöst wieder. Ja, irgendwann ist es dann auch fertig. Genau, ja. Wieder Neues, Zeit für Neues. Genau. Und dann würde ich doch sagen, dann hören wir jetzt mal in die Swiss Ländler Gamblers Geschichte oder Zeit rein. Und da werden wir jetzt hören über Stock und Stein und Träume süß. Und dabei wünsche ich ganz, ganz gute Unterhaltung.
ersten 2 Titel, die wir jetzt gehört haben, aber von den Swiss Länder Games, die sind aus der Feder von dir, gell? Hast du? Ja, der erste war so ein bisschen zackiger und der zweite so ein bisschen träumsüß, für eben mal ein bisschen jetzt tauchen in die ruhigeren Zeiten. Und ich bin froh, dass ich mit meinen Musikkollegen Umsetzer hatte, die dann natürlich auf dem Blasinstrument das schön interpretieren können. Aber wie du sagst, so ruhigere Zeiten, das hat es, glaube ich. Also wenn ich so eure beiden Biografien lese, das hat es, glaube ich, bei euch gar nicht richtig gegeben. Ruhigere Zeiten. Ja, jetzt vielleicht zu Corona-Zeiten, aber vorher, oder? Das ihr seid ja so, ständig ja. unterwegs gewesen. Dafür haben wir jetzt üben. Schon schön, oder? Tonleiter und so. Was aber die Swiss Länder Gamblers eigentlich auch so ausmacht, ist so, also ihr seid ja, als ihr frisch zusammengekommen seid, relativ schnell auch zu einer von den beliebtesten Länderkapellen gehört. Und ihr habt, glaube ich, noch relativ schnell verschiedene Instrumente eingebaut. Ich habe mal gelesen, über 20 Instrumente. Ja, das ist vielleicht auch die Vielseitigkeit, was dann letztlich auch ausgemacht hat, dass man ein grosses und ein breites Repertoire spielen kann. Und wir haben natürlich mit dieser menschlichen Zusammensetzung tolle Kameraden, aber auch aus verschiedenen Umfeldern, wo sie kommen. Also da sind Leute drin, die Volksmusik gemacht jahrelang, andere, die Rockmusik gemacht oder Countrymusik oder Unterhaltungsmusik. Und unser Willi natürlich mit der Ukulele, die nachher ein bisschen als Markenzeichen ist übergekommen. Also ich denke, da hat es Breite es dann ausgemacht und du hast vorhin angetönt, einfach wie auch bei den Ländlerbuben Biel, die Spielfreude und die Leidenschaft im Herzen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, bei den Ländlerbuben Biel, ihr seid die Ersten, die eine Gitarre mit dabei hatten, eine Stromgitarre mit dabei hatten. Eine Bassgitarre. Bassgitarre, ja, genau, Stromgitarre, Bassgitarre. Ja, genau. Aber gerade in der Ländlermusik ist das nicht zum Teil auch noch ein bisschen angeeckt bei gewissen Orten? Gut, wir haben es nicht immer gebraucht, nur so serienmässig. Okay. Und da haben wir so Stimmungsmusik gemacht und da hat es natürlich gepasst. Ja, ganz genau. Ja. Aber so die, ich sage jetzt, die urtypischen Fans, die hat es dann wahrscheinlich Ja, das ist logisch. Gut, das gibt es immer, gell? Ja. Das ist ja so, aber die haben es dann nachher gemacht. Ah, okay, schau jetzt. Eben. Also über 20 Jahre Ukulele hast du gesagt. Dudelsack habt ihr, glaube ich, auch so ein bisschen dabei gehabt? Oder? Also bei den Gambles nicht ist auf der Produktion drauf, wo ich über Christoph Walter zum Stuart bekommen und einen Schottländer einen echten noch drin haben. Aber genau. Sonst, ja, wir haben wirklich viele Instrumente drin und das macht das Ganze einfach auch blumig. Bist denn du selber auch schon in Schottland gewesen? Ja. Bist du ein Schott-Fan, sage ich jetzt mal, vom Land selber auch? Mhm. Oder? Wir haben das etwa vor 3 Jahren bereist, die schottischen Highlands, und das ist so ein wunderbares Land und gerade die nördlichsten Gebiete sind so toll, dass es da drin ein bisschen einfließt. Natürlich, ja. Geniale Geschichte. Und dann würde ich sagen, dann hören wir doch jetzt wieder 2 Stücke an. Das sind aber 2 Stücke, die nicht aus deiner Feder sind, sondern von den Musikkollegen natürlich. Da kannst du selber vielleicht... Ja, es freut mich, dass ich nebst Martin Schütz und Theo Gerber und Marcel Zumbrunn auch den Pius Baumgartner auch gewinnen und der Bruno Remy für jede Komposition beizusteuern. Und die nächsten Kompositionen sind aus ihrer Feder und sind so typisch auf Gamblerart gespielt. Genau, dann wollen wir doch da mal hören, die Sonnenwende. Und dann haben wir noch mit dabei, jetzt muss ich ganz schnell schauen, Nägel mit Köpfen. Dann machen wir doch Nägel mit Köpfen, würde ich doch mal sagen.
Nägel mit Köpfen haben wir jetzt gerade gehört. Nägel mit Köpfen habt ihr auch immer wieder gemacht. Beide natürlich mit euren Formationen, die ihr auch immer wieder dürfen zusammenkommen und spielen und wieder neue Formationen, die ihr gegründet habt. So kommen wir jetzt auch zu einer anderen Formation, die dich auch sehr, sehr geprägt hat. Und zwar ist das Berner Örgeli-Plausch. Das ist ja eigentlich auch zusammengekommen. Das war, glaube ich, das 4. gewesen. 4 grossartige Koryphäen aus der Ländlerszene, die sich zu einer Studioproduktion getroffen haben, zu Ehren vom Hausi Straub. Wie ist denn das zustande gekommen? Wie sind ihr da ausgewählt worden? Ja, wir haben einander schon kennt aus unseren Formationen, aber der Peter Solberger, dann noch von Radio Extra Bern, ist auf uns zugekommen, hat gesagt, der Hausi wird 80-jährig, das ist inzwischen auch schon über 10 Jahre her. Und wir haben ihre Studioproduktion, die schönsten Melodien von Hausi Straub, und so haben wir uns im Studio gefunden, Marcel Zumbrunn, Toni Taylor, Hans-Uli Helen und ich. Und dann haben wir die Produktion gemacht, sind ein paar Mal auftreten und haben einfach gemerkt, das passt auch menschlich tipptopp. Wir könnten doch ab und zu ein bisschen auftreten. Und dann ist er mit dem Namen gekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen einen Plausch daraus, dann sagen wir doch einen Örgeli-Plausch. Und aus diesem Plausch ist dann ein bisschen mehr entstanden. Und dann sind dann noch 4 Berner zusammengekommen miteinander. Ja. Das natürlich, ja, die besten Musiker kommen halb von Bern. Das ist deine Aussage. Aber nein, ich würde sagen, Berner haben schon extrem viele Musiker und Musik geschrieben natürlich, auch in jeder Branche, sage ich, oder jeder Genre von Musik, möchte ich jetzt mal sagen. Wunderschön, was ihr da wirklich gemacht habt. Auch von Örgeli-Plausch Berner Örgeli-Plausch haben wir natürlich da auch 4 Stückchen drauf und die werden wir jetzt noch hören. Aber was mich eigentlich so fasziniert, wir erzählen jetzt so, was ihr alles musikalisch erlebt habt, aber beruflich sind ihr ja nicht Musiker von Beruf. Also ich meine, du schaffst, was ist es, etwa 7000 Seelendorf-Frutigen als Gemeindeschreiber. Ja. Hat es dir nie gereizt, wirklich rein als Musiker zu leben? Es hat sicher schon Momente gegeben, wo man darunter mal studiert hat. Insofern ich auch gewusst, dass der Martin das beruflich macht und auch vielseitig unterwegs ist. Und vielleicht hat es bei mir gerade ausgemacht, dass ich wirklich die Spielfreude wahren konnte, weil ich meinen Job hatte, den ich wirklich auch leidenschaftlich mache, wo ich mit meinen Mitarbeitenden ein tolles Einvernehmen habe. Und nachher am Abend, sage ich jetzt mal, Musik machen, statt vielleicht vor einem Fernseher zu sitzen. Und das hat es vielleicht gerade ein bisschen ausgemacht. Der Ausgleich. Ja. Du bist Vollblutmusiker? Ja, ich gebe Unterricht, ja, auf Örgeli und Kontrabass und so. Und dort hier, eben, da habe ich natürlich auch verschiedene Leute, das ist interessant, oder? Aber spielen tue ich natürlich schon am liebsten nachher auch live, oder? Ja, genau, was natürlich jetzt ein bisschen schwierig ist. Aber du bist jetzt auch in einer anderen Formation noch mit dabei. Jawohl, wir haben nachher nach der Boomerang haben wir coole Musik gegründet. Das ist einfach 3 Örgeli und Kontrabass und mache einfach vorwiegend meine Kompositionen und spiele mit anderen auch noch, aber viel von mir. Jawohl. Ja. Wie habt ihr jetzt aber die CD, ich meine, die ist ja jetzt zustande gekommen in einer wirklich sehr, sehr schweren Zeit, wo es ja auch schwierig war, einander zu treffen oder einander dürfen zu treffen in dem Sinn. Und ich meine, ihr seid da immer wieder mehrere Leute, bis 5 hat man sich ja auch treffen können. Ich stelle mir das jetzt nicht ganz so einfach vor, so eine Produktion zu machen in dieser schweren Corona-Zeit. Ja, es hat einfach so ein eine treibende Kraft gebraucht. Bei diesem Projekt bin ich jetzt ein bisschen, aber ich bin natürlich stolz, dass ich mit meinen Formationen eine Probe oder 2 machen, je nachdem, was für Zeiten das gerade waren. Und dann sind wir auch miteinander ins Studio. Also man ist nicht mal für mal ins Studio und hat das nachher solomässig gemacht, sondern, und das ist das Schöne daran, es lebt. Ja. Ja, es ist entstanden, im Studio ist es noch fertig entstanden und es gibt sicher Produktionen, die exakter sind, aber ich habe jetzt das Gefühl, zuletzt ist gleich ein Produkt rausgekommen, das wirklich von Herzen kommt. Und alle waren dabei, wir haben einander mal gesehen, wir konnten so zwischendrin austauschen und es hat ein bisschen überbrückt, die Zeit. Hat auch gut da in dem Sinne, wenn man schon nicht live auftreten kann. Die Zeit ist schon schnell durch, gell? Ja, das ist so. Sehr schön. Und dann möchte ich doch sagen, dann hören wir jetzt mal noch schnell ein bisschen drin rein. Und zwar hören wir hier vom Berner Örgeli-Plausch 2 Stückchen, Echo vom Roten Türen. Ah ja, und Hoppla, Frau Stumpe. Das ist aus einer wahren Geschichte, glaube ich, entstanden, oder? Der Titel.
Hoppla, Frau Stumpe? Ja, wir gehen mit dem Berner Örgeli-Plausch am 1. August auf Winterthur spielen in ein Pflegeheim. Und dort ist eine Frau Stump. Oder Frau Stump, ja genau. Genau, ist dort mit dem Rollator ein bisschen auf Abwägen gekommen. Und ich habe probiert, ein bisschen zurückzuhelfen. Und als ich auf dem besten Weg war dazu, sie über die Schwelle musste, sie leider gerade ihre Hose nachgekippt. Und ich bin ein bisschen unbeholfen da gestanden und meine Örgeler Kollegen haben gerufen, hoppla. Und ja, ich gesagt, ja, können wir dir gescheiter helfen, wenn da Sprüche. Und darum ist das eigentlich entstanden. Aber mir hat auch helfen, der Frau Stump. Und sie wird Freude haben. Und jetzt hat sie ein Stück gewidmet bekommen, hoppla, Frau Stump. Ich finde das immer wieder genial, was da, wie die Titel zustande kommen. Ich finde das wirklich Hammer. Dann möchte ich doch sagen, dann hören wir jetzt gerade rein in die beiden Stücke hinein. Gute Unterhaltung.
Ja, es ist, die Zeit mit euch läuft unglaublich schnell. Wir kommen schon fast wieder ein bisschen zum Schluss. Gleich möchte ich da noch etwas auch noch ein bisschen ansprechen. Wenn man die CD aufklappt, dann kommt zuerst eine ganz schöne Hommage, und zwar von Köbi Baumgartner, von der Grüezi-Musik. Eine Plattenfirma, die sehr guten Geschmack hat. Ich kenne sie ja auch seit manchem Jahr. Und du bist auch mit dabei, natürlich seit manchem Jahr beim Köbi und bei der Grüezi. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Also über 30 Jahre, vielleicht seit 40 Jahren, als wir mit den Ländlerbuben schon bereits bei Grüezi waren und mit dem Köbi natürlich auch ein Mensch gegenüber haben, wo man auch über andere Sachen im Leben reden kann. Es war wirklich eine Freundschaft und bis jetzt geblieben und hoffentlich wo weitergeht. Genau, und Grüezi hat ja das schöne Werk herausgegeben, wo ihr auch zusammen mit drauf sind. Ihr habt hier einen Titel drauf, «Klassenzusammenkunft». Da sind alle 3 Formationen vereint auf einem, oder? Ja. Darum heisst der Klassenzusammenkunft. Das ist natürlich Wahnsinnsfreude. Musikalisches Klassentreffen. Genau, Wahnsinnsfreude für mich, dass alle Musikanten bei einem Stück abwechslungsweise mitgeholfen. Und zuletzt gibt es noch ein Teil dabei, wo alle spielen, und das ist ein spezielles Erlebnis. Aber das ist auch wieder etwas, was ich jetzt finde, wo man wirklich auch am Köbi ein Lob geben darf, weil bei ihm ist man nicht einfach eine Nummer und es ist nicht einfach eine Massenabfertigung, was gemacht wird, sondern jeder Musiker, der bei ihm produzieren darf, ist noch Musiker mit Leidenschaft und darf das ausleben. Und ich glaube, das spürt man hier bei euch auch ganz, ganz extrem. Zum Schluss kommen wir zu einem Titel «Es war mir eine Ehre». Als ich das gelesen habe, habe ich zuerst so gedacht, das tönt nach Hören. Aber nicht öppen, oder? Nein, ich hoffe es nicht. Also, das Grosse ist die Leidenschaft. Das beide noch nicht im Sinn, oder? Nein. Du auch nicht, oder? Nein. Jetzt geben wir erst Gas. Ja. Das ist doch schön. Genau. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Ihr habt noch 6 Jahre und dann fängt das Leben erst an. Es war mir die Idee, einmal so einen Zwischenhalt zu machen. Es war mir eine Ehre, mit all meinen Musikfreunden so eine Produktion zu machen, mit der Plattenfirma die Freundschaft weiter zu pflegen und nachher natürlich auch mit dem Arrangeur, der Christoph Walter, hat mich bei diesem Stück total unterstützt. Ich möchte ihm da herzlich danken an dieser Stelle. Grossartige Musiker, ja. Und weil ich die Schottland-Reise noch Erinnerung habe, mit diesem Dudelsack im Ohr, ist der Stuart noch dazu gekommen, ein Schott, der beim Basel-Tattoo mitgeholfen hat. Und er hat dort die Stimme reingegeben als Dudelsackspieler. Und es ist mir wirklich eine Ehre, dass ich bis jetzt solches Leben haben durfte, wo ich wo ich als letztes Mal die Produktion darf rauslassen und hoffe, es geht noch ein bisschen weiter so mit Musik und mit Freundschaft. Und ich möchte an dieser Stelle allen meinen Musikkameraden herzlich danken. Und alle, die da mitgewirkt haben, in irgendeiner Form Musik oder geschrieben oder irgendein Wort dazu geschrieben. Auch Simon Lütti, der mit mir zusammen da 2 Stück hat gemacht hat. Ein herzlichen Dank. Er ist ein toller Kamerad, den ich immer wieder schätze, musikalisch hochstehend unterwegs. Und so hat das Ganze einfach jetzt wirklich einen Abschluss gefunden, wo ich wirklich stolz drauf bin. Dann würde ich doch sagen, tun wir zum Abschluss das Stück natürlich hören. Es war mir eine Ehre mit dem Dudelsack, und für uns Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer ist es sehr, dass wir immer wieder mit solchen wunderschönen Klängen bereichert werden und bestens unterhalten werden. Dazu von meiner Seite her ein ganz grosses Merci, dass ihr hierher gekommen seid. Merci. Ihr kommt gut wieder ins Bernbiet, lasst mir es grüßen, und dann hoffe ich auf ganz, ganz viele neue und schöne Stücke und schöne Produktionen und vor allem ganz viele Auftritte. Wenn man euch hören will, wo kann man sehen, wo ihr unterwegs seid? Also jede Gruppe hat eine Webseite, wie das heute üblich ist, und auf der CD ist erwähnt drauf, jede Gruppe. Oder man kann ins Netz nachgucken und findet uns so. Und herzlichen Dank dir, Monique, du hast uns wirklich das Reden leicht gemacht. Yes. Mit deinen Steilpässen, die wir bekommen haben. Und ja, merci vielmals. Danke euch vielmals, es war so interessant. Ja, wir bleiben noch. Sensationell, da freue ich mich sehr. Danke vielmals, kommt gut heim, gesund bleiben und gerne ein anderes Mal wieder. Und auch euch wünsche ich natürlich ganz, ganz eine gute Zeit. Ich freue mich auf das nächste Mal und bleibt einfach gesund. Ade miteinander.